Ich meine, man kennt das Hallenstadion ein bisschen, weil man es schon besucht hat für Konzerte. Und man hat ein bisschen gewusst, was auf einem zukommt. Als ich aber in die Halle reingelatscht bin, während dem Aufbau und die Lastwagen, Trucks reinfahren, ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Verbunden mit einer Vorfreude. Ja, ich bin noch recht entspannt, muss ich sagen. Ich habe es krass gefunden, dass das alles für uns ist. Es sind ja irgendwie, weiß ich nicht, 100 Techniker am Arbeiten oder mehr. Und dass das für uns ist, das habe ich sehr krass gefunden. Wir hatten noch Proben gehabt, und auch die Proben, ich habe das Gefühl, wir sind recht entspannt gewesen. Stimmt. Weißt du, dann sind wir noch das Orchester besuchen, das am Proben war, in der Messehalle nebenan. Und auch dort, wir sind sehr entspannt gewesen. Ich find's geil! Geil. Jetzt fängt es auf Musik. Vor allem etwa eine Stunde vorher, da ist mir echt so beschissen gegangen. Da bin ich so nervös geworden. Ich habe das Gefühl, ich muss erbrechen. Ich habe Bauchweh bekommen. Ich bin überzeugt, dass ich auch Fieber hatte, aber aus Nervosität. Und am 3 vor 8, wo die uns hinten ans Hallenstadion angeführt haben und gesagt haben, da jetzt die Türen gehen auf. Und wir haben von hinten alle Leute schon gesehen, aber die haben alle vorgeschaut. Wir sind durch die Leute rein. Hey, Scheiße, das war Horror. Da habe ich gedacht, hey, absagen, nie mehr. Wie blöd sind wir, dass wir gesagt haben. Achtung, dürfen alle wieder heim? Nein, hey. Die riesen Bühnen und Die Dimensionen, aber es macht einem, also es hat einem schon stolz gemacht. Mega. Also es ist eine Ehre, ich glaube, es ist wirklich eine Ehre und ich fühle mich heute noch geehrt, dass wir es geschafft haben, das Hallenstadion zweimal zu führen. Ist mega gewesen. Beide Übungen, Standing Ovation, 8'500 Leute, die aufstehen. Ich habe wirklich beide Übungen am Schluss auf der Bühne gehüllt. Das hat mich so berührt. Das war so eine Kraft. Das war mega.